interessantes Fussel direkt zum Einbeißen. Fix Teufel noch einmal, da läuft dann direkt das Wasser im Maul aufeinander. Darf gar nicht mehr lang hinschauen, sonst da sauf ich noch im eigenen Saft. Da sag einmal, hast du gestern an der im Kino noch nicht nur gesehen, dass das Beutel auch noch stieren muss? Der will mal was Schönes auch anschauen dürfen, nicht? So was sieht man nicht alle Tage, da kann man gar nicht genug hinschauen. Da hast du schon was davon, wenn du das abfotografierte Beutel anschaust. Das ist ja bloß Papier. Ja, da hast du vollkommen recht, aber du darfst mir glauben, dass mir die da Papieren lieber ist, als wir so manch andere in Natura. Schau dir einmal an, das Figur. Nicht zu dick, nicht zu mager, nicht zu eckert, nicht zu rund. Die hat einen Stil. An dem Bau, da findest du keinen einzigen Konstruktionsfehler. Aber du hast einen Konstruktionsfehler im Hirn. Da schaut er mal den Bau auswendig an. He? Da siehst du bloß die Fassade. Und inwendig, da, wenn du reinschaust, da grast er. Ja, inwendig habe ich es noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch eine recht interessante Perspektive war. Kümmert dich du lieber um die Perspektive von deinen Weißwürst. Das ist viel gescheiter. Du, da drückst dir deine Blase da am Gewiss nicht so raus wie am Gasbock, wenn er sein Fuder nicht da langt. Also, Alter, jetzt wärst du ungerecht. Meine Weißwürste sehe ich jeden Tag ein paar Dutzend Mal. Aber sowas gibt's nur in einmaliger Ausführung. Also, du, ich begreife überhaupt nicht, wie sie ein Weiberleid so fotografieren lässt. Und noch dazu Sachen herzeigt, die uns gar nicht nur verdecken kann. Ja, ist auch viel gescheiter. Was ist viel gescheiter? Dass du alles schön zudeckt lässt. Also, du hast das ja gerade notwendig, dass du lästerst. Bei dir, da stimmt's ja schon lang nicht mehr. Und unten nicht. Hinterm vorn schon gleich überhaupt nicht. Jetzt hört bloß wieder einmal auf, gell? Du wirst doch zugeben, dass das ein sauberes Hasel ist. Also Fussel hat's wie drechselt. Da schau her. Du sag einmal, sind da vielleicht meine Füße nicht mehr schön genug? Oder soll ich auch umeinander hüpfen, wie die Gas da? Und soll ich meinen Kielauf abstellen lassen bis darauf? Braucht's nicht. Was der Mensch muss nicht unbedingt von allem haben. Überhaupt muss die Person jetzt aus dem Haus. Du, mir hat's ja schon gleich nicht passt, dass die ausgerechnet in unserem anständigen Gasthof wohnen muss. Die soll doch hingehen, wo der Pfeffer wächst. Und dass das heißt, ab morgen, da wird ihr schon immer serviert. Hasst mich, wenn die einen Hunger hat. Dann sollst doch von ihren Stromlinienhaxen runterbeißen. Kapiert? Beißen meinst du? Da darf ich gar nicht ungern mitbeißen. Grüß dich, Grammy-Bauer. Ja, der Hemberger, grüß dich gut. Servus. Was kriegen wir denn? Eine halbe gibst du mir. Ja, Albe, da hast du Glück. Kriegst eine ganz frische. Gerade vorhin habe ich angezapft. Hast du das jetzt du schon gelesen? Was die Zeitung schreibt, wegen dem kitzligen Punkt? Am gestrigen Kino meinst du? Ja. Nein, ich hab noch keine Zeit nicht gehabt. Hat dir dein Alte die Zeitung versteckt? Wieso weißt denn du das? Weil es mir genauso gegangen ist. Ja. Prost, Hemberger! Du, das können sie halt absolut nicht verputzen, unsere Weiberleid. Wenn eine da ist, die sauberer ist, als wir sie selber, gell? Weil da kommen ihre eigenen technischen Mängel zu sehr ans Tageslicht. Ja, du hast recht. Also Fussel hat schon beieinander, mein Lieber. Grüße, Wutzi noch einmal. Die Carmencita del Ebro. Ein fürchterlicher Name, da kannst du beinahe das Zungenspitzel abbrechen dabei. Das kommt mir direkt Spanisch vor, du. Aber wenn's Grammy-Bacher heißen darf, so wie du, dann hätte es wahrscheinlich nicht so weit gebracht. Ach so meinst du? Und du glaubst, dass wenn's Hemberger heißen darf, das dann vornehmer klingen darf? Ja. Das ist auch ganz wurscht, wie die heißt. Die kann heißen, wie es will. Die macht ihr ganzes Geschäft bloß mit den Haxel. Ja, genauso wie du auch. Ja, wie so ich? Ja, wir müssen doch auch in deiner Metzgerei die Gebeine zum Fleischpreis kaufen. Ne? Du, da wollen wir
Da war mir die Fußsal von der Carmen Dings da, die war mir schon bedeutend lieber. Herrgott, hat er die ein paar live, das so wieder. Ich bin ja gar nicht mehr fertig geworden mit dem Hinschauen gestern. Wir brennen heute noch Daumen. Ja, mir ist genauso gegangen, genau wie die. Und überall habe ich blaue Flecken an die Arme. Wie das? Weißt du, wenn ich mich auch so ein bisschen vorbeugt habe, dass ich besser gesehen habe, dann hat mich mein Alter die ganze Zeit zwickt und zwackt. Dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, dass da für deine Augenglasel nicht das Springen vor lauter Durchglotzen, du alter Saubär. Wenn's mich anschaust, hat sie gesagt, na tust deine Brillen ein wenig runter. Ja, das muss ich doch, habe ich geantwortet, das muss ich doch, sonst darf ich doch das ganze Jahr mit entzündeten Augen rumlaufen. Weißt du, Greimebacher, wir haben den richtigen Ärger erst daheim gekriegt. Ja, ich hab das Ganze nochmal vor meinem geistigen Auge passieren lassen, gell? Jetzt bin ich natürlich ein bisschen später mit dem Ausziehen fertig geworden als wir sonst, nicht? Du Fazit, du. Jetzt war mein Alte schon vor mir im Bett. Da hockt die auf der Bettkante und blärt mich an. Ja, was ist jetzt? Hat's gesagt. Du abdackelter Casanova, bringst jetzt die Stelzen von der Brädelhupferin noch nicht raus aus deinem verkalkten Hirnkastel? Schau die mein an, das ist viel gescheiter. Oh, Tieren! Ja. Und ich sag, Alter, deine Haxen, die sind ja so viel Fett. Ohne ein Stückel Hausbrot kannst du das ja gar nicht anschauen, sonst wär's ja. Du, das hast du ganz gut gesagt. Ein Stückel Hausbrot bringst mir, hab ich gesagt, dann riskiere ich's vielleicht. Da war noch was beleidigt. Also war er. Um 12 Uhr bei der Nacht ein solches Ansinnen an mich stellen. Nicht? Das war ja gerade so, als wenn ich erst eine feine Schokoladentorte gegessen hätte und nachher sollte ich eine altbauerne verbrennte Semi verdrucken. Was hat's nachher gesagt? Nichts mehr. Da war er Ruhe. Und ich hab mich umgedreht auf die andere Seite und hab in aller Ruhe geschlafen. Wie ein Engel. Ja. Und träumt hast wie ein Teufel, gell? Ja. Von lauter so Fußsallen hab ich geträumt. So. Die von deiner Alten auch? Nein, da hätte ich auch einen Albtraum gehabt. Du Greimebacher, heute in der Früh wache ich auf. Weißt du, wo meine Alte gestanden ist? Vor dem Spiegel. So, schau her. Hat sie einen rechten Hinterlauf, hat sie so einen aufgestellt, gell? Dann hat sie in den Spiegel reingeschaut und dann hat sie wie hypnotisiert, hat sie mir gesagt, der Speck muss weg. Weg muss der Speck muss weg. Weg muss der Speck Ja, ich sag's ja. Das Hasel, das amerikanische, das hat unsere Ehe, weil wir schlimmer dran packt, als wir uns selber, uns Ehemänner, gell? Sehr richtig bezeichnet. Ja. Grüß euch, kommt miteinander. Ja, grüß dich Gott. Ja, grüß dich. Da kommst du vielleicht gar in aller Herrgottsfrüh schon zum Schafskopf. Da war ich jetzt aufgelegt dazu. Ein Bier bringst mir und was zum Essen. Aha, hast du daheim nichts zum Beißen gekriegt, hä? Heute nicht. Und morgen vielleicht auch nicht. Mal, was bist denn da schon wieder? Hat's vielleicht bei dir daheim auch eheliche Zwiste gegeben? Zwiste, das sind schon Müste. Ja, ausgesprochener Saustall ist das. Stellt euch vor, wie ich heute heimkomme zum Brotzeit machen. Liegt nicht ein Zettel auf dem Tisch, wo mir mein holdes Eheviertel mitteilt. Wenn's der Brotzeit wächst, dann gehst zum Wirt. Ich bin im Dampfbad, weil ich auf das Hygienische was halte. Wer weiß, ob dann nicht meine Füße genauso sehenswert wären, als wir die amerikanischen Spatzenhaxen von der gestrigen Flitschen. Und hat's unten noch hingeschrieben, man muss sich halt mal wieder die Zeit nehmen und sie einmal anschauen. Und nehmen hat's mit 2 scharfen geschrieben. Was ist jetzt? Grüneder, nimmst du jetzt die Zeit? Nein, lieber nicht mit Zieren, Kali. Prost. Prost. Macht da nichts draus. Macht da nichts draus. Uns ist genauso gegangen. Was willst du zum Essen haben? Zum Essen? Was hast du denn da? Eine erstklassige
Milzwurst hätte ich da. Oder aber ein Kalbshaxel zum Anbräunen. Hör mal grad mit deinen Haxeln auf, gell? Ja, vor die gestrigen noch Mords drum so brennen. Weißt du was? Ein Milzwurst bringst du mir, hä? Jawohl. Center! Einmal eine Milzwurst anbräunen für den Grilleder. Ins Dampfbad muss ich gehen. Ins Dampfbad! Die alte Dampfnudel. Also nichts gegen eine Reinlichkeit. Aber unsere leiblichen Bedürfnisse dürfen da auf keinen Fall drunter leiden. Ja, es ist schon arg, wie sie eure Weiber da aufführen. Weißt du, die Meute hat ja auch Massert, nicht? Ja. Aber so spinnert wird die Mai nicht. Jetzt hat's die Mai erwischt. Ja, sag einmal, Wirt, denn was ist denn mit dir los? Du stehst ja barfuß in die Schuhe drin. Meine Füße lasse ich mir von der Sonne bräunen wie eine Milzwurst. Das ist gesund und modern. Und besonders für die reiferen Herren eine Augenweide. Geh her doch auf, wir sind doch keine Kühe, dass wir eine Weide brauchen. Kühe? Nein, aber Ochsen. Wann bringst du jetzt endlich einmal die Milzwurst für den Grilleder? Überhaupt nicht. Die letzte Portion, die habe ich gerade selber gegessen. Gut war's bei letzte Brotzeit. Und ab morgen sauf ich einen kosmetärischen Abmagerungstee. Willst du jetzt auf der Stelle folgen? Du vergisst, dass ich dein Mann bin. Das zu vergessen versuche ich schon seit Jahren. Wirt, jetzt hat's deine Alte auch erwischt. Jetzt gehört die auch zu den Narischen. Meine Herren, grüß Gott. Herr Hagenberger, Simon, eine halbe bitte. Jawohl, jawohl. Männer, was sagt ihr zu dem gestrigen Abend? Ein großartiger Film. Und dann erst diese wunderbare Tänzerin. da gibt's bloß einen Ausdruck, fundig. Männer, das ist ernste, vollendete Kunst. Sowas muss man schlürfen wie einen jungen Wein. Ja, das muss man genießen. Sehr richtig bezeichnet, wenn bloß unsere Weiberleute nicht so ungenießbar worden wären. Wieso? Ja, der Eifersuchtsteufel hat's erwischt, alle miteinander beim Knack. Blödsinn. Vernünftige Frau wird doch bei so einem überragenden Kunstangebot nicht eifersüchtig reagieren. Prost, Hagelberger. Prost. Sag einmal, Simon, das Fräulein Kamensitter wohnt doch bei dir. Ja, freilich, drum im großen Erkerzimmer wohnt. Bei dir wohnt die. Ja, warum sagst du uns da nichts? Der sagst du da nichts. Ich glaub, dass die noch gar nicht wach ist. Ich hab jedenfalls noch nichts gehört. Nicht? Ach so, dann warte da herunten, bis sie runterkommt. Sie will mir nämlich heute ein Interview geben. Was? Das hat sie mir ganz fest versprochen. Was hat's dir versprochen? Ein Interview. Sagt man jetzt in Amerika so dazu, gell? Das hätt's ausgerechnet dir hätt's das versprochen, hä? Ja, natürlich. Ja, wenn sie es ihm versprochen hat, dann wäre er schon drum bitte haben. Aber ob sie es ihm halt gibt. Ja. Sag einmal, zu was brauchst du das überhaupt? Ja, das steht doch morgen in meiner Zeitung drin. Ihr Internat. Jetzt red doch kein so ein Schmarrn nicht. Weißt du was, Hagelberger? Gehst auf zu ihr und lass das gleich geben. Das Internat, ne? Ausgeschlossen. Ich warte, bis sie runterkommt und dann kann sie uns ja das Interview da am Tisch bei uns alle Viere geben. Spannt's was? Weil nur traurig sind immer wegen seiner Alten. Jetzt müssen wir ihm wieder dabei helfen. Ja, schau mir da an. Jetzt glaube ich, habe ich was gehört. Oh, du, Wirt, dann gehst du gleich aufziehen und sagst, sie soll sofort zu uns runterkommen. Du sagst, ich kann doch jetzt nicht in ihr Zimmer rumpeln, was gerade aufgestanden ist. Ne? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Die hat vielleicht noch gar nicht gesungen. Die steht vielleicht noch so da. Ja, trau dich noch wird. So viel wie gestern beim Tanzen hat's bestimmt heute auch noch. Jetzt hör endlich mal auf mit deiner blöden Gelächter da. Du machst es mir nur ganz gescheit. Sehr sicher. Wir müssen uns auf eine andere Art und Weise bemerkbar machen. So. Jawohl, da hat er vollkommen recht, der Hagelberger. Wir müssen uns irgendetwas Galantes einfallen lassen. Da ist doch der Grüne da.
Das ist der Dirigent von unserem Gesangsverein. Genau. Sing mal ein Liedl, sozusagen ein Ständchen. Dann kommt's bestimmt over. Sehr richtig bezeichnet. Grüneder, was singen wir denn? Was singen wir denn? Ein Prosit der Gemütlichkeit. Das können wir nur am besten und laut ist auch. Das passt doch nicht aufs Fräulein Carmencita. Da müssen wir schon was singen, wo sie sich gleich angesprochen fühlt. Ja, weißt was, wir singen ihr, wir winden dir den Jungfernkranz. Meinst du, dass das bei der noch zirkt? Meinst du nicht? Aber ich weiß, wisst was? Wir singen hier das schöne Lied. Ich hab dich baden sehen, baden sehen, die baden sehen. Ich hab dich baden Die sehen. Haxel, die amerikanischen, die gingen ja nicht aus dem Sinn. Gell? Jetzt weiß ich's. Wir singen ihr. Du liegst mir im Herzen. Das ist gut. Genau das singen wir wieder. Auf geht's, Mann. Das Packen wir's gleich an. Zwei, drei. Aufhören! Ruhe! Ja, das ist doch gar nichts. Also, Mann, schaut euch doch nicht. Da müssen wir einen Ton höher hinauf. Fertig. Mi, 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 mi. 2, 3. Du liegst mir im Herzen, du liegst mir im Sinn, du machst mir viel Schmerzen, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Da rührt sich noch gar nichts. Ich glaube, die haben wir eingeschläfert, statt dass wir da... Buenos dias, caballeros. Guten Morgen, meine Herren. Erst so laut und nun so schweigsam. Siehst du das? Das laut haben wir gewählt. Ich hab dir gleich gesagt, du sollst nicht so blären. Du musst das auch. Einen wunderschönen guten Morgen, Fräulein Carmencita. Gestatten Sie, dass ich Ihr reizendes Händchen küsse? Er fängt schon an mit seinem Internat. Bitte entschuldigen Sie die frühzeitige Störung. Sehr richtig bezeichnet. Mittags um 11 Uhr. Aber bitte, meine Herren, ja, was soll ich denn entschuldigen? Wissen Sie, wir wollten ja noch bloß ein Standal bringen, Fräulein Carmelita. Carmencita. Ein Zita hinten, ja. Wissen Sie, wir hätten Sie gern zu unserem Frühschoppen eingeladen, wenn Sie uns die Ehre geben würden. Ja, mit dem größten Vergnügen, meine Herren. Gestatten Sie, dass ich Sie an den Tisch begleite? Aber gern, meine Herren. Wer gibt euch da Ruhe und ihr sitzt euch bitteschön. Da, huck Sie da drüben, bitteschön, nehmen Sie doch Platz, du huckst dich da rein. So, bitteschön. Haben Sie schon die Kritik in der heutigen Zeitung gelesen? Die habe ich geschrieben. Ja, wie reizend von Ihnen, Herr... Hagelberger, Leiter und Besitzer der hiesigen Zeitung. Und das sind meine Freunde, der Grüneder, der Hemberger und unseren Metzgermeister Wirt kennen Sie ja bereits. Ja, sehr erfreut, meine Herren. Und, liebes Fräulein Carmencita, was haben Sie für einen Eindruck von unserem Theater gewonnen? Also, ich finde es riesig nett und geschmackvoll. Ich rechne es mir als eine große Ehre an, als Erste auf den Brettern getanzt zu haben, die nun fortan für Städtchen Welt bedeuten werden. Also, das haben Sie aber jetzt lieb gesagt. Sie gestatten doch, dass ich mir einige Notizen mache. Aha, Frühschoppen mit Interview. Sehr raffiniert, Herr Hagelberger. Ist das der Frühschoppen? Und ich habe Ihnen noch gar nicht gesprochen. Was darf ich Ihnen denn bringen, Fräulein Carmencita? Ja, ich würde ein gutes Glas Bier vorschlagen. Klaus, ja, freilich. Ja, du, dann bringst du mir auch noch ein Bier. Ja, jetzt. War auch gell? Nur langsam, warte ein bisschen. Zehn Tage aus und Helfer beim Bediener. Aber der Streik, der ist schon rechtskräftig geworden. Gleich kommt's Bier, Fräulein Carmencita. Wissen Sie, meine Frau, die ist nämlich gerade zufällig momentan nicht da. Ja, wissen Sie, das ist gerade momentan zufällig bei einem Sonnenfußbad. Ist Ihnen eigentlich bekannt, wie wir in unserem kleinen Städtchen zu so einem schönen Theater gekommen sind? Durch eine Spende, nicht wahr? Sehr richtig.
Vor ca. 25 Jahren ist ein gewisser Johann Müller von hier aus nach Argentinien ausgewandert. Wenn ich mich nicht täusche, kommen Sie ja auch von dort. Ja, von Buenos Aires genau. Sie, haben Sie da nichts gehört vom Müller Hansi? Das ist ein meiniger Stiefbruder. Geh, Hemberger, Buenos Aires ist doch eine Millionenstadt. Außerdem ist ja der Johann Müller schon lange tot. Wie der gestorben ist, war ja mit Sicherheit unser Fräulein Carmencita noch ein ganz, ganz kleines Baby. Sie Schmeichler. Dieser Johann Müller hat in seinem Testament festgelegt, dass von seinem Vermögen... Ja, wissen Sie, er hat nämlich, der Müller Hansi, bei den Armen drin einen Batzen Geld gemacht, gell? Von seinem Vermögen! Sag ja ich, ein Batzen Geld, ne? 50.000 Mark unserer Stadtgemeinde überwiesen werden. Eine Klausel legte fest, dass das Geld zum Bau eines Theaters verwendet werden müsste. Prost, Fräulein Carmencita. Um Gottes Willen. Ja, wollen Sie mich ersäufen? Aber ganz im Gegenteil. Am liebsten darf man einer ja da drin baden. Prost auf das Fräulein Carmencita. Ja. Auf das Wohlst des Städtchens, seiner reizenden Bürger und auf den gütigen Spender Johannes Müller, ohne dessen Schenkung ich ja gar nicht unter Ihnen weilen dürfte. Prost, meine Herren! Prost, Fräulein Carmencita, Prost. Eigentlich eine schrullige Idee von diesem Herrn Müller, ausgerechnet ein Theater erbauen zu lassen. Ja, warum denn kein Kranken- oder Waisenhaus? Der hat weiß schon ein Theater für mich gehabt. Aha. Ja, der wollte früher schon immer ein Theater bauen, nur das Geld hat ihm immer gefehlt. Sehr richtig. Nicht? Sehr richtig bezeichnet hat er das. Aber wissen Sie, dafür hat er seinerzeit schon unseren Theaterverein gegründet. Jawohl, da war er Regisseur und seine Frau war Einsagerin. Ja. Bitte, was war die? Einsagerin. So viel Leute, Mann, so viel Leute. Und wie lange wollen Sie uns noch die Ehre Ihres Hierseins schenken? Mein Kontrakt läuft auf 14 Tage. Ich würde aber gerne noch etwas länger hier bleiben. Den können wir doch verlängern, den Kontakt, oder? Wenn Sie wollen, lebenslänglich. Sie sind mit Sicherheit schon von Kindheit an bei Film und Bühne tätig. Ja, ich tanze seit meinem 12. Lebensjahr. Also beim Film, da arbeite ich nur gelegentlich. Eben nur dann, wenn Rollen mit einer Tänzerin besetzt werden müssen. So wie gestern bei dem Film Der kitzlige Punkt. Sie, der Film, der war fein pfundig. Den schauen wir mir heute gleich noch einmal an. Schon wegen dem Punkt, Den kitzligen. Also, ich habe keine guten Erinnerungen an diesen Film. Ich hatte bei den Aufnahmen einen Autounfall, der mir eine erhebliche Verletzung auf der Kniescheibe einbrachte. Oh. Was? Ja, Ja. was Sie nicht sagen? Ja, das ist mir gestern noch gar nicht aufgefallen. Ja, wo denn? Ja, zeigen's doch einmal. Das sehen Sie selbst, direkt auf der Kniescheibe. Ja, ich sehe ja gar nichts. Du, geh weg, geh weg. Lass mich hin, weil mit den Augen bin ich besser beieinander wie du. Also mit den Augen, da bin ich noch ganz gut beieinander. Da bleibt sie bei mir gar nicht. Na, Also toll. ganz blind bin ich auch nicht. Gehen Sie mal weg, lassen Sie mir mal schauen. Aber meine Herren, es ist doch schon gar nichts mehr zu sehen. Die Ärzte haben sich im Anbetracht meines Berufes wirklich die größte Mühe gegeben, dass keine entstellende Narbe hinterbleibt. Liebes Fräulein Carmencita, wollen Sie uns nicht ein bisschen was aus Ihrem privaten Leben erzählen? Wissen Sie, damit die Leser meiner Zeitung Sie etwas näher kennenlernen. So nah wie möglich. Jetzt wird's interessant. Sehr richtig bezeichnet. Also, mein Privatleben verläuft eigentlich sehr eintönig. Ja, was interessiert Sie denn am meisten? Die Narben an einem Knie, die muss ihnen doch fürchterlich wehtun. Nicht? Aber nein, nicht im geringsten. Das Interessanteste wäre eigentlich, dass ich nicht tanze, um mein Dasein zu fristen. Ich habe in Buenos Aires ein nettes kleines Häuschen und von meinem Vater ein kleines Bankkonto, mit dem ich all meine Bedürfnisse decke. Was hatte denn der Herr Papa für einen Beruf? Er war Architekt. Aha. Drum ist die Tochter so schön gebaut, gell? Und warum tanzen Sie dann überhaupt, wenn es Ihnen finanziell so gut geht? Ja, aus Freude zur Kunst. Und in diesem reizenden Städtchen, da tanze ich nochmal mit so viel Liebe.
Also das freut uns ganz außerordentlich, Fräulein Carmencita. Und was wäre sonst noch interessant? Ja, die Narben da an der Kniescheibe, gell, lassen Sie mich noch mal schauen. Aber Herr Grüneder, dieses Thema haben wir doch schon längst abgeschlossen. Also zu sagen wäre noch, dass mein guter Eindruck von dieser Stadt durch den heutigen Frühschoppen mit 4 so reizenden und äußerst charmanten Herren noch zunehmend verstärkt wurde. Ja, wenn bloß wir nicht so verstärkt verheiratet waren, gell? Ihr Urteil macht uns überaus stolz, Fräulein Carmencita. Wissen Sie, Frau Carmelita, gestern, gell, da war ich ja von Ihrem Tanzen dermaßen gefasziniert, da ist mir das überhaupt mit der Kniescheibe gar nicht so aufgefallen. Das ist jetzt total schon alles verheilt. Liebe Fräulein Carmencita, welche besondere Bewandtnis hat denn das wunderschöne Medaillon, das Ihren so aparten Hals ziert? Es ist ein Geschenk meines Vaters. Gell, da kann man seinen Allerliebsten einlegen. Ja, Herr Grüneder, da kommt der Allerliebste hinein. So, meine Herren, jetzt wenn Sie mich bitte entschuldigen. Auf ein baldiges Wiedersehen, meine lieben Freunde. Hasta la vista, amigos míos. Auf Wiedersehen. Adiós, caballeros. Gott sei Dank. Kleine Bauer, was sagst du? Oh. Da sieht man erst, was wir für ein Klump daheim haben. Hasta la vista. Ja, sag einmal, du wirst doch wohl das nicht in die Zeitung reinschreiben, was wir gerade da herin geredet haben. Ja, natürlich. Sauber sag ich. Ab morgen haben wir Ehemänner nichts mehr zum Lachen. Sehr richtig bezeichnet. Kommen Sie mir rein, Frau Grüneder. Sie, die Zeitung, die habe ich schon. Jetzt können wir gleich schauen, was der Schmierfink von einem Havelberger schon wieder für eine Sauerei in sein Kasblatt reingedruckt hat. Ich hab die Schmiererei heute schon mal überflogen. Geben's her, die Zeitung. Ich weiß, wo der infame Artikel steht. Lesen Sie mal vor. Ich mache mir Gedanken, was wir als Unternehmer können. Freilich, deswegen bin ich ja da. Da haben wir's schon. Bei dem gestrigen Interview, das ist das einzige Wort, das ich nicht verstanden habe. Alles andere ist mir sonnenklar. Lernten wir die reizende Filmschauspielerin und Tänzerin? Puh, als ob wir nicht auch reizend waren. Ich reiz meinen Alten ein paar Mal am Tag bis zur Weißglut. Die reizende Filmschauspielerin und Tänzerin Carmencita del Ebro. Also wenn eine schon so heißt, dann kann's nix taugen. Ein Flietschnis, das steht fest. Carmencita del Ebro auch als Privatperson kennen und sind alle restlos begeistert. Alter, du wirst mich jetzt auch kennenlernen. Nur wirst du nicht begeistert sein, sondern entgeistert. Alle restlos begeistert. Wieso alle? Wer war denn da alles dabei? Zu vierter sind sie um das Flietschal rumgehockt. Mein altes Ehegespenst. Der Hagelberger, der Hemberger, und der Grüneder. Was? Mein Alter war auch dabei. Da hat er kein Wörterli geschnauft davon, der hinterlistige Bazi. Jetzt lesen sie halt weiter. Diese gottbegnadete Künstlerin, haben's das gehört? Gott begnadet war's die Zuchtel. Lebt in gut situierten Verhältnissen. Da haben wir's schon. Verhältnisse. In der Mehrzahl auch noch. Also hat dieses Weibsbild gleich mehrere Verhältnisse, die wo gut situiert sind. Das wären schon lauter so alte, platterte, gewamperte, stinkreiche Hanswursten sein, die er sich da geangelt hat. Die verschminkte, übertutti titulierte Amerika-Gurs. Dass er sich nicht schämt, so was schwarz auf weiß in Zeitung einzudrucken zu lassen. Gut situierte Verhältnisse. Wir sind nicht einmal ein einziges Mal gut situiert, aber sowas ist ja noch nie in der Zeitung drin gestanden. Über ihre Tätigkeit erzählt sie,
dass sie bei ihrem Film Der kitzliche Punkt einen Autounfall hatte. Das Geschichte ihr doch recht. Sie sagen's einmal, für was muss denn die Auto fahren? Wir haben's auch noch nie weitergebracht, das gerade zum Kinderwagenschirm. Wobei sie sich eine Verletzung an der Kniescheibe zuzog, wovon wir uns durch eine nähere Besichtigung überzeugen konnten. Sagen Sie mal, was haben denn die da alles näher besichtigt, die alten Saubären? Genau so ist. Sie, wie ich mir vorigen Winter meinen großen Zeher erfroren hab, ja, meinend, da hätte er sich um mich gekümmert. Nichts. Nimm ein Aspirin, hat er gesagt, der Gläufi. Und wart, bis der Sommer kommt, dann taut er schon wieder auf. Und bei derer, da war es ihm nicht zu viel bis zum Knie auf ins Gaffer. Gespannt bin ich, was da noch alles kommt. Nix Gescheites nicht mit der. Lesen Sie weiter. Um ihren blendend weißen Schwanenhals. Einen Schwanenhals hätte die andere. So eine kurzsichtige Blindschleicher von einem Hagelberger. Sie, Frau Grüneder, jetzt sag ich Ihnen mal was. Vorgestern auf die Nacht habe ich zu meinem Alten gesagt, er soll mir doch bitte schön den Mitesser da hinten im Knack rausdrücken. Wissen Sie, was er gesagt hat? Lass ihn ruhig drin, Alte. Der verhungert sowieso bald in deinem Alten ganz krank. Schwanenhals trägt sie ein kostbares Medaillon, in dem sie das Bildnis ihres Liebsten verwahren will. Die soll sie lieber eine Ziegernschachtel um ihren Schwanzehals rumhängen, damit sie alle ihre Liebsten einer bringt. Die Plattfusser, die Bredelhupferin, die Ausgeschämte. Ich mag den Schwan gar nicht mehr weiterlesen. Unterschrieben ist der Kas mit H. Ha? Ha? Ach, mit einem H und einem A hat er unterzeichnet. Seinen ganzen Namen traut er sich nicht mehr hinschreiben. Der Feigling von einem Hagenberger. Aber ehrlich. Einen schönen guten Morgen, meine Damen. Guten Morgen, Frau Hagenberger. Aha, Sie sind gerade bei der Lektüre dieses unsittlichen Schundromans. Gerade haben wir das Gleiche gesagt, Frau Hagenberger. Aber na, was ist denn da einem Mann eingefallen, so was in die Zeitung nicht schreiben? Der Umgang. Nix wie der Umgang. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Also diese unverschämte Amerika-Gors, die Tanzgors, die hat ja unsere Mannsbrüder schon vollkommen blöd gemacht. Besonders gescheit waren sie sowieso noch nie. Frauen, wir setzen uns zur Wehr. Wir treffen unsere Gegenmaßnahmen. Indem wir ihnen das Kreuz abschlagen. Winsel müssen sie uns zinknirschen. Nicht so. Wir müssen ganz radikal vorgehen, aber auf demokratische Weise. Alle betroffenen Ehefrauen treffen sich heute Punkt 10 Uhr beim Sternwirt im kleinen Vereinszimmer zur ersten Vorlesung und Leibesübung. Eine Vorlesung? Und eine Leibesübung? Jawohl, wir Frauen müssen mit der Zeit gehen. Wer rastet, der rostet. Und was die Weiber aus der Großstadt können, das müssen wir auch vollbringen. Anziehend müssen wir auf unsere Männer wirken. Anziehend? Die Spatzenhupfer, die Tanzgors, die hat fast gar nichts angezogen gehabt. Aber gewirkt hat's. Jawohl, und wie es gewirkt hat. Ganz narrisch waren's, die alten Böck. Ich meine doch im Sinne der Anziehung. Die Männer müssen auf unsere Anwesenheit aufmerksam gemacht werden. Also wenn ich meinem Alten ein paar Fotzen gib, nachher spannt er bestimmt, dass ich anwesend bin. Frau Krammelbacher, das müssen wir doch auf diplomatische Weise vollbringen. Ich habe da ein Büchel gefunden. Da steht alles drin. Unseren Männern werden die Augen übergehen. Von einer saftigen Watschen. Wenn wir dieses Büchel durchgearbeitet haben, dann werden wir unseren Männern so imponieren, dass die nicht einmal mehr an andere Frauen denken werden. Lassen Sie mal schauen. Moderne Kosmetik. Was war nachher das? Wir, hören Sie mal her. Die Erziehung zur Liebe durch schwedisches Gymnasium. Was schwedische Gardinen sind, das weiß ich. Aber von einem schwedischen Gymnasium, da habe ich noch nie was gehört. Schwedische Gymnastik, Frau Krammelbacher. Das Geheimnis, jung, schön und schlank zu bleiben. Jede Frau ist doch verpflichtet, so schön und begabt
pikant wie möglich auszusehen. Und wir werden schön, wir werden pikant. Pikant ist mein ungarisches Gulasch. Gleich heute fangen wir mit der ersten Turnübung an. Da schaut's her, jede Übung ist in dem Büchel beschrieben. Rumpfbeugen, Wippen, dann kommt Kopfkreisen, Stärkung der Arm- und Beinmuskulatur. Die Übung da, die ist ganz leicht. Ja, schauen Sie mal, das geht so. Arme vorstoßen und zurück, Arme seitwärts stoßen und zurück, Arme hochstoßen und zurück. Die probieren wir jetzt gleich aus. Was jetzt gleich? Freilich. Machen wir ein bisschen Platz, dann geht es schon. Ja, war da nicht nur Platz, hä? Nein, ja, aber du tischst ein bisschen zurück. Also, da gehen wir alles. Was, echt? Da werden wir gleich schön sein und bekannt. Alter, da wärst du schauen. Also, haben wir es nachher ein bisschen mit. So, meine Damen, auf die Plätze, fertig und Arme vorstoßen und zurück, Arme seitwärts und zurück, Arme hochstoßen und zurück. Das geht doch schon ganz gut, das machen wir jetzt gleich noch einmal. Nur jetzt tun wir zusätzlich noch mit den Armen kreisen und gleichzeitig in die Höhe hüpfen. Was? Gleich 3 Sachen auf einen Sitz? Das ist schon ein bisschen mehr als wir pikant. Das ist schon militant. Also, auf geht's. Arme vorstoßen, kreisen, hüpfen und zurück. Arme seitwärts, kreisen, hüpfen und zurück. Hoch, kreisen, hüpfen und zurück. Jawohl, schön langsam kommen wir schon hin. Ich glaube, ich gebe meinem Alten doch lieber ein paar Watschen, dass er auf mich aufmerksam Aber wird. Frau Kreibebauer, das sieht doch alles ganz. Frau Kreibebauer, jetzt reißen Sie mich doch ein bisschen zusammen. Das sind doch alles ganz leichte Übungen. Na, danke Jetzt schön. machen wir gleich noch eine Beinmuskelübung. Also, rechtes Bein hoch und strecken und nieder. Linkes Bein hoch und strecken und nieder. Hoch und strecken und nieder. Hoch und strecken und nieder. Und jetzt wird's aber ein bisschen schwerer. Und wenn ich meinen Haxen bricht, auslassen tue ich nimmer. So ist brav. Also, meine Damen, rechtes Bein hoch und strecken und kreisen und nieder. Linkes Bein hoch und strecken und kreisen und nieder. Dass der Reckkaffee hast. Also ich will doch kein Gummipuppen. Nur nicht die Courage verlieren. Zur Auflockerung machen wir jetzt gleich noch ein paar Kniebeugen. Gell? Also 1 und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2. Hat mich schon zerschmettert. Das macht gar nichts. Das ist gerade richtig für unsere nächste Übung. Jetzt machen wir nämlich gleich noch eine Bauchmuskelübung. Die Damen setzen sich auf den Boden. Ja, ich hab schon lang. Aufstützen und los geht's. Rechtes Bein hoch und strecken und nieder. Linkes Bein hoch und strecken und nieder. Und jetzt immer abwechselnd. Hoch, strecken, nieder, hoch, strecken, nieder, hoch, strecken, nieder, hoch, strecken, nieder, hoch, strecken, nieder. Das hält doch die stärkste Sau nicht aus. Na, sag ja noch was, ich gib's auf, ich mag nicht mehr. Aber gesund sind die Übungen. Ja, ich glaube, ich habe schon ein paar Kilo abgenommen. Also, ich glaube, fürs Erste reicht's. Mir glaubt schon lange. Aber das bisschen Schweiß darf uns nicht davon abhalten, unsere Männer wieder auf den häuslichen Pfad der Ehe zurückzuführen. Wir dürfen eines nicht vergessen. Unsere Männer sind vergleichbar mit einem ausgebrannten Kochsofen. Ihr Feuer ist schon längst erloschen. Ich heiz meinem alten schon so ein, dass ihm sein Wasserkopf zum Kochen anfängt, bis ihm der Dampf bei den Nasenlöchern rauszischt. Ja, in unserer heutigen Sitzung kommt noch so einiges zur Aussprache. Aber dass ihr für den Mannsbildern nichts davon sagt. Kein Schnaufwitzer tue ich. Ich bin taubstumm wie ein blinder Fisch im Wasser. Also, Hand drauf. Hand drauf. Hand drauf.
Alle betroffenen Ehefrauen sind verpflichtet, ihr Bestes zu tun, um diese verkommenen Eheversager wieder auf den Pfad der häuslichen Tugend zurückzuführen. Aber strengstes Schweigen. Strengstes Schweigen. Strengstes Schweigen. Strengstes Schweigen. Oh. Was ist denn da los? Was tut sie denn da? Jetzt da Ringerei spielt. Weil gescheiter nimmt euch an der Nase, als wir an die Händen. Stehen da am helllichten Vormittag in der Wirtsstube umeinander und daheim verkochtes Mittagessen. Sehr richtig bezeichnet. Bei mir wird halt nicht gekocht. Kapiert? Und du kaufst einen Staunsalat und setzt den Garten aus zu unsere Karnickel. Da passt grad hin. Und du inhalierst am besten einen Liter Wasserdampf. Dann hast gleich einen Stoff für deinen Artikel in der morgigen Zeitungsausgabe, du Dampfplauderer. Und der Kas, der da in der heutigen Zeitung drinsteht, den kennen Sie aus Leffing. Nachher werden Sie auch satt. Streik auf der ganzen Linie. Sehr richtig bezeichnet. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ach, sagen Sie doch der Frau Wirtin, dass ich ein Glas warmes Wasser zum Zähneputzen benötige. Da kommt's lang warten. Der ausgefranste Bettvorleger soll sich doch ihr Prothesen mit der Schuhbürsten polieren. Was gehört wird? Das Fräulein braucht ein warmes Wasser. Ja, ich hab schon gehört, natürlich hab ich's gehört. Der Hemberger, das Fräulein braucht ein warmes Wasser, ne? Ja, zum Zähneputzen, gell? Was ist? Hagelberger, hast du kein warmes Wasser bei dir? Wie? Na, wieso? Schaut, Sie sind unsere Herren Kavaliere. Wir sind umeinander druckern. Einer feiger wie der andere. So, meinst? Dann hol halt ich eins. Da, schau her. Mir hast du nie eins geholt. Sind der ihre 10 vielleicht mehr wert als für die meinigen? Das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass die deinigen 180 Mark gekostet haben. Wart nur, Mann, das zahl ich da zurück. Seid doch froh, wenn einmal was Außergewöhnliches in unsere Stadt kommt. Ich mein, sowas muss man doch gebührend genießen. Aha. Aha. Aha! So, das hätten wir. Man weiß halt noch, Gott sei Dank, was sich einer Dame gegenüber gehört. Ihr Wasser, gnädiges Fräulein. Ja, vielen Dank. Und sagen Sie doch der Frau Wirtin, dass ich warmes Wasser für ein Fußbad benötige. Sagen Sie es der lieben Frau Wirtin. Die liebe Frau Wirtin, die wird da gleich was husten. Aber wir machen's mit Freude. Also, die Freude mach ich dir dann schon daheim. Kommen Sie, meine Damen. Gehen wir zu den anderen, es ist höchste Zeit. Lassen wir die Herren Kavaliere Wasser tragen, bis arm haben, so lang wie die Affen. Ein rechter guten Appetit beim kalten Mittagessen. Ich gehe jetzt auch. Kannst dem Frauenzimmer helfen, ihre dreckigen Haxen waschen? Wo geht's denn alle hin, wenn man fragen darf? Nix darfst fragen, weil das unser Geheimnis ist. Ich bin ja froh, wenn ich's nicht weiß. Ach so? Dann musst du's wissen. Eine Geheimsitzung haben wir beim Sternwirt drüben. Ich habe auch noch was zum Erledigen. Ja, mir ist gerade eingefallen, ich müsste auch noch schnell was machen, gell? Wenn ihr glaubt, dass ich blöd bin, dann habt ihr euch täuscht. So, da. Bloß gut, dass ich weiß, wo die Waschküche ist, nicht? So, gut ist gegangen. Ich bin zwar der Letzte gewesen, der das Wasser gebracht hat, bin aber der Erste, der was nach unten. Was? Klingelingeling, der Wassermann ist da. Lingelingeling, der Wassermann ist da. Ja, so viel warmes Wasser. Vielen Dank. Danke sehr. Klingelingeling. Dankeschön. Besten Dank. Bitte, keine Zitter. Muchas gracias. Muchos Dings hast du zu mir gesagt, gell?
Carmencita, wenn's fertig sind, kommen's gleich runter. Ich hab was für Sie. So? Ich hab auch was für Sie. Ja, ich hab auch was für Sie, Fräulein Carmencita. Jeder hätte auf einmal was. Der Hemberger, was bloß noch sagen, du hast auch was fürs gnädige Fräulein. Sehr richtig bezeichnet. Aber meins ist die schönere. Gehört's doch auf. Das ist doch gar kein Vergleich mit dem meinigen. Ihr sagt das alles so siegesgewiss, weil's das meine noch nicht gesehen habt. Gell? Also wisst ihr was, wir denen gerade die anderen 3 Leute, das Geld so zum Fenster rausgeschmissen haben. Sehr richtig bezeichnet. Ja, guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich danke Ihnen allen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Bitte schön, Fräulein Carmencita, nehmen Sie doch Dankeschön. Platz. Ach, Fräulein Carmencita, wie schön, dass Ihr Medaillon heute wieder blitzt. Das haben Sie bestimmt mit meinem warmen Wasser gewaschen, gell? Nur schade, dass dieses kostbare Kleinod so inhaltslos um einen aparten Hals hängen muss. Wie meinen Sie denn das, Herr Hagelberger? Ja, wissen Sie, Fräulein Carmencita, Sie haben doch gestern gemeint, dass in das Medaillon das Bild des Allerliebsten hineingehört und, Herr Hagelberger? ja, und da habe ich mir gedacht, Wir haben uns denkt, wieso mir? Haben wir jetzt eine GmbH? Damit also dieses Medaillon den richtigen Einwohner bekommt, ich meine, damit es richtig besetzt ist, habe ich mich Haben wir uns. fotografieren lassen. Und schauen Sie, da ist es. na, das ist. Na, Fräulein Carmencita, das da ist der Richtige. Jetzt einmal eure Gipsköpfe weg da. Weil jetzt kommt der Allerliebste. Ja, wie reizend von Ihnen, meine Herren. Aber ich kann doch nicht alle 4 in das Medaillon geben. Na, nur den Allerliebsten. Der Platz in meinem Medaillon ist aber schon besetzt, meine Herren. Schon besetzt? Ja, Besetzt? schon besetzt. Aber ich habe zu Hause ein kleines, nettes Album. Da werde ich dieses 4blättrige Kleeblatt hineinkleben. Und es wird mir mit Sicherheit recht viel Glück bringen. Wissen Sie, Fräulein Carmencita, wir 4 sind ja alle so bescheiden, dass wir uns selbstverständlich auch damit begnügen. Ja. Lassen Sie mich trotzdem Dank sagen und Ihr reizendes Händchen küssen. Aber bitte. Also, da bleiben wir aber auch in der Mehrheit, gell? Recht vielen Dank und küsst die Hand. Ich bedanke mich ebenfalls. Ja, Also da würde ich mich auch ganz gern anschließen, gell? ja. Da wenn Sie mir bitte das andere Batschal geben würden. Warum das denn? Ja, weil bei der Rechten, da haben Sie die 3 Bären schon das Mai abgewischt. Die Linke kommt von Herzen. Das haben Sie schön gesagt, Fräulein. So, meine lieben Freunde, jetzt würde ich aber gerne frühstücken. Wo ist denn die Frau Wirtin? Ja, wissen Sie, mit dem Frühstück, da wird das so eine Sache haben, nicht? Meine Alte, meine Frau, die ist mit den anderen Weibern. Er meint, dass unsere Damen drüben beim Sternwirt bei einer Geheimsitzung sind. Geheimsitzung? Ja, vom Jungfernbund. Was? Ihre Frauen sind beim Jungfernbund? Bei der alten Garde. Ach so. Und an diesem Tag bekommen Ihre Gäste kein Frühstück. Sehr richtig bezeichnet. Also Simon, du kannst doch das gnädige Fräulein nicht ohne Frühstück sitzen lassen. Und doch kein Kaffee nicht kochen. Ich weiß noch nicht einmal, wie lange die Bohnen kochen müssen, dass sie weich werden. Aber nein, Herr Wirt, lassen Sie nur. Ich komme ganz gut mal ohne Frühstück zurecht. Das ist gut für die schlanke Linie. Da geht's. Auf die schlanken Linien muss man Acht begeben, gell? Da die gerne einen Linienrichter spielen. Handspiel ist beim Fußball verboten. Sehr richtig bezeichnet. Meine Herren, spielen Sie Ihr Spiel ruhig zu Ende. Ich mache einstweilen einen kleinen Spaziergang. Und Vorsicht, meine Herren, schießen Sie kein Eigentor.
stehen wir sauber im Abseits. Wenn unsere Frauen von der Sitzung heimkommen, dann stehen wir im Jenseits. Jesus, unsere Frauen! Männer, jetzt heißt es zusammenhalten, damit wir vorbereitet sind auf das, was auf uns zukommt. Recht hast, Hagelberger. Ja, weißt du aber, was unsere Weiber in ihrer Geheimsitzung alles aushecken? Also mir schwant nichts Gutes. Wir müssen uns verteidigen, noch bevor wir angegriffen werden. Kontrarevolution nennt man sowas. Meinst du nicht, es ist besser, wenn wir uns ein paar Tage verstecken, bis ihre Waffen abgestumpft sind? Hast du eine Ahnung? Denen ihre Maschinengewehrgoschen stumpfen so schnell nicht ab. Die sind auf Dauerfeuer eingestellt. Aber wie war's mit einem groß angelegten Schwindel? Mir wird jetzt schon ganz schwindlig. Simon, ein Schwindel? Lass hören deine Idee. Pass mal auf, also wir sind doch alle mal jung gewesen. Ne? Und verheiratet sind wir doch auch nicht auf die Welt gekommen. Gott sei Dank haben wir schon bessere Zeiten erlebt. Also wir sagen einfach, dass sie das Sprösslein ist, das aus einer Jugendsünde entspross. Wem sein Sprösslein? Wir alle vier haben es sprießen lassen. Ne? Du bist ja narrisch. Wir können doch nicht alle vier der Vater von dem Mädel sein. Das war ja direkt eine Gemeinschaftsproduktion. Ja, aber geteiltes Leid ist halbes Leid. Nicht? Und wenn wir jetzt das Leid gleich 4 teilen, dann hat keiner von uns schwer zum Tragen. Also, das mit dem gevierteilten Kind, das ist ein Schmarrn. Aber sagt's mal, wir waren das, wenn wir hergegangen und dann sagen, dass das Fräulein Carmencita eine Nichte von uns ist. Und wir sind ihre Onkel. Sehr richtig bezeichnet. Wir müssen natürlich das Fräulein Carmencita in unseren Schwindel einweihen, sozusagen als Verbündete der Verschwörung. Das geht der Meinheit. Und zusammenhalten müssen wir. Und keiner darf den anderen in den Stich lassen. Ja, zusammenhalten ist ja das Allerwichtigste, denn nur zu viert sind wir stark. Einer allein ist ein Dreck. Und alle 4 miteinander sind wir ein Misthaufen. Wir wollen uns als Familienoberhaupt behaupten. Sonst werden wir enthauptet. Männer, jetzt eure Hand her. Einer für alle, alle für einen. Einer für alle für einen. Wir wollen unseren Frauen zeigen, wer das starke Geschlecht ist. Streifen wir ab den beschämenden Pantoffel. Streifen wir ab den beschämenden Pantoffel. Was dert's mir da? Dert's ja Ringereier spielen. Jetzt sind's noch bloß noch 3. Natürlich, du musst da dabei sein. Jetzt sind's bloß nur 2. Ja, soll ich dich vielleicht für die morgige Zeitungsausgabe fotografieren lassen? Ja, aber schaut sie mit der nur Ringereier. Wollten da bloß überhand nur der... Hoppala! Na, Herr Himberger! Einer allein ist ein Dreck. Sehr richtig bezeichnet. Aber meine Herren, Sie verlangen einfach zu viel. Ja, schließlich und endlich gehöre ich doch selbst zur Weiblichkeit. Da kann ich doch meine Geschlechtsgenossinnen nicht derart beschwindeln. Jo, Freile. Zwischen Ihnen und meiner Frau, da ist so ein großer Unterschied, dass mir ganz schwindlig wird. Da kommt's auf den kleinen Schwindel auch nicht mehr drauf an. Aber ich weiß ja gar nicht, was besser gesagt, was wir uns zu Schulden kommen lassen haben, dass Ihre Frauen so erbost sind. Oh, das ist eine ganze Litanei, ist das. Oh, bei den Haxeln, da hat's angefangen. Und bei dem Medaillon um den Hals, da hat's aufgehört. Und was dazwischen alles war, da will ich gar nicht davon reden. Nur durch Ihre Mithilfe, Fräulein Carmencita, können wir den häuslichen Frieden wiederherstellen. Wir kriegen ja schon seit 3 Tagen nichts mehr Warmes zum Essen. Ja, schau's doch, das geht ja direkt an die Konstruktion. Jawohl, meine Konstruktion, die ist schon ganz dekonstruiert. Also eigentlich haben die Frauen durch ihre blinde, unberechtigte Eifersucht schon eine kleine Lehre verdient. Unterbreiten Sie mir Einzelheiten Ihres Plans. Ich mache mit. Das ist aber nicht für einer, wenn Sie uns schwachen Männern ein bisschen unter die Arme greifen.
Also passen Sie auf. Erklären braucht man da eigentlich gar nicht mehr viel. Sie sind einfach meine Nichte und ich bin Ihr Onkel und das ist dann schon im Einzelnen klar genug. Jawohl, genau so machen wir's. Also meiner Frau, die verschlotzt die Sprache, wenn sie erfahrt, dass das saubere Amerika-Hasel meine Nichte ist. Was? Sie wollen auch mein Onkel sein? Und ich sei gewährt mir die Bitte, in diesem Onkelbunde der Dritte. Sie wollen auch mit mir in Verwandtschaft treten? Ja, mit Ihnen treten wir überall rein. 4 Önkelein werden es übrigens sein. Denn der Hemberger hat ja noch daheim bei seiner Frau auch schon zu seiner Nichte gemacht. Aber meine lieben Freunde, nein, nein, so plump dürfen wir den Schwindel dann doch nicht auftragen. Also niemand wird uns glauben, dass ich von 4 verschiedenen, völlig fernstehenden Menschen wie ein Blitz aus heiterem Himmel die Nichte bin. Nicht wie der Blitz, wie ein Sonnenstrahl. Ja, und verwandt sind wir ja schließlich alle miteinander. Ja, wir stammen alle vom Affen ab. Wir 4. Aber nein, nein, meine Freunde, das geht mit dem besten Willen nicht. Ich wäre ja gerne bereit, einen der Herren als Onkel zu akzeptieren. Na, das wäre doch auch ein Weg. Das war schon mehr ein Stolperpfad. Bloß einen. Und wer soll dann der Glückliche sein? Das losen wir aus. Pass auf, wer die erste Sau zirkt, der kriegt die Nichte. Nein, wenn ich schon mitmache, den Schwindel durchzuführen, dann möchte ich mir auch das Recht vorbehalten, mir meinen Onkel selbst auszuwählen. Sehr richtig, Fräulein Carmencita. Wählen Sie. Aber wählen Sie richtig. Wählen Sie einen, der was vorstellt, der was ist und der was hat. Jawohl, der eine Wirtschaft hat und eine Metzgerei dabei. Jeden Tag ein Schweinshaxel, jeden Tag ein paar Maß Bier, Schnaps so viel wie es haben und auf die Nacht ein rechter Weichsbitterl. Mich müssen Sie auserlesen, Fräulein Carmencita. Ich war ja noch der beste Onkel, den es je gegeben hat. Ich könnte mich in die verwandtschaftliche Liebe so reinlegen, dass gar kein anderer Mensch draufkam, dass ich gar nicht Ihr Onkel bin. Meine Herren, Sie machen mir die Wahl wirklich schwer. Trotzdem, ich habe schon einen Entschluss gefasst. Die Herren, die aber ohne Nichte bleiben, dürfen mir deshalb nicht böse sein. Ja, und was passiert dann mit den anderen 3? Aber meine lieben Freunde, Sie sind doch alle erfahrene Ehemänner und bekanntlich sind doch die äußerst erfinderisch. Jawohl, wir sind Männer mit ihrem eigenen Willen. Was wir wollen, das geschieht. Ob wir noch was zu wollen haben, das bezweifle ich. Sicher ist bloß, dass uns noch was geschieht. Aber meine lieben Freunde, nur den Kopf nicht hängen lassen. Ich habe noch ein kleines Geheimnis, mit denen ich Ihre Frauen vollkommen in der Hand habe. Wenn die Lage ernst wird, werde und kann ich Ihnen helfen. Fräulein Carmencita, mit so einer Verbündeten fühle ich mich stark wie Siegfried. Das wird auch notwendig sein bei unseren feuerspeienden Drachen. Ja, sagen Sie mal, Fräulein Nichterl, dürfen wir dann wenigstens so neugierig sein und fragen, wer da dann der glückliche Onkel sein darf? Sie dürfen beides, fragen und neugierig sein. Erfahren jedoch werden Sie es erst später, erst am Ende dieser Komödie. Hoffentlich sind da wir nicht schon am Ende. Wetzen Sie Ihr Schwert, lieber Herr Siegfried. Der Drache ist zäh. Adios, amigos. Hasta la vista, amigos míos. Habt ihr es gehört? Jetzt hat Spanisch mit uns geredet. Die ganze Geschichte kommt mir schon spanisch vor. Ja, aber sie hat doch ein Geheimnis, das wir uns retten kann. Die ganzen Weiberleib miteinander sind ein Geheimnis. Da hast du recht, Wirt. Die meine, die kommt mir vor wie ein Kreuzworträtsel. Kaum sage ich ein Wort, schon sind wir übers Kreuz. Sag einmal, Simon, gibt's denn in deiner armseligen Wirtschaft überhaupt nichts Warmes zum Essen? Nix mehr, denn mein Kreuzworträtsel, das kocht seit 3 Tagen nicht mehr. Gehen wir raus in die Küche und
machen wir uns eine gescheite Brotzeit, die können wir gut vertragen. Hoffentlich ist das Brot in der langen Zeit nicht auch noch hart geworden. Macht nichts, die Zeiten, die wo auf uns zukommen, die sind hart. Caballeros, Siegfried und seine tapferen Mannen scheinen in den Kampf gezogen zu sein. Da, schau her. Die amerikanische Schlingpflanzen hat sie auftackelt zu neuen Abenteuern. Aber ich verstehe Sie nicht recht, Frau Grüneder. Wenn ich mit einer fertig bin, dann haben sie mich bestimmt verstanden. Verstanden? Aber Frau Grüneder. Jawohl, Frau Grüneder. Gott sei Dank immer noch Frau Grüneder. Merken Sie ja, dass Sie männermordende Zuchtel. Ja, meinen Sie, dass wir tatenlos zuschauen, wie Sie unsere alten Hans Wurschen, die hirnvernagelten Köpfe dran, bis einer das letzte Tröpfel Verstand auch nur aus die ungewaschenen Ohrwascheln ausrinnt. Frau Grüneder, Sie unterliegen einem Irrtum. Ich glaube Ihnen eine Aufklärung schuldig zu sein. Sie sind mir gar nichts schuldig. Ich bin einer was schuldig und das zahle ich einer zurück mit Zins und Zinseszins. Ich hab mir nicht umsonst meine Haxen halber dem Dampfbad verbriert. Und dieses Dampfbad, das wird Ihnen noch sauer aufstoßen. Das merken Sie ja noch, gell? Sie, pfui Teufel, Sie! Ja, jetzt ist es aber genug. Jawohl, es ist genug. Auf der Stelle machen Sie das Medaillon auf, das da mir der Zupf die Sängerhalle hängen haben, damit ich sehe, was für einer von den scheinheiligen Casinovas da drinnen umeinander flackt. Was ich in meinem Medaillon trage, ist meine Privatsache und geht überhaupt niemandem etwas an. Ach so, haben Sie vielleicht gar alle 4 unrasierten Seereiber drin, ha? Frau Grüneder, ich verbiete mir allen Ernstes Ihre Anzüglichkeiten. Ich habe keinerlei Anlass dazu gegeben. Anzüglichkeiten? Ja, da Sie nicht lach. Auszogen waren Sie verführerische Paradiesschlange. Aus Amerika sind sie extra rübergefahren, damit sie mit unseren verdrottelten Ehegesponsten so eine hart männlichen Harem gründen können. Sie sind ja schlimmer wie der Sultan. Sie Sultanine, Sie! Frau Grüneder, ich habe keine Lust, mir Ihre naiven, ja böswilligen Kommentare weiterhin anzuhören. Und außerdem lasse ich mir die Freude an meinem kleinen Spaziergang nicht nehmen. Bis später. Leben Sie wohl, Frau Grüneder. Adios! Frau Grüneder, auf Wiedersehen. Ah, da, schau her! Ausländisch, statt sie mir kämen, die scheinheilige Ziefern, die Austürdi. Kurz wie mein Alte. Gut, dass ich dich auch mal wieder triff. Ich hab mir gedacht, du bist im Dampfbad. Den Dampf habe ich gerade abgelassen, du Hans Dampf. Hä? Und jetzt drehen wir zwei miteinander. Aber Eulalia, ich muss dir zuerst eine sehr wichtige Neuigkeit erzählen. Zuerst drehen wir jetzt zu deinen Lumpereien, du hinterlistiger, bigamistischer Hoderlump. Lali, weil du tust mir Unrecht. Wir haben nämlich einen Familienzuwachs zu verzeichnen. Was? Einen Familienzuwachs? Das wird ja über ein China. Ja, du hätt doch ich als Erste davon wissen müssen. Nicht so, wie es du meinst. Einen außerehelichen Zuwachs, weißt? Was, du hast ein lediges Kind? Amerikanische Nichte. Was? Das Fräulein Carmen Zitter. Oh, du dämmischer Ritter. Ja, warum habt ihr nie von der Verwandtschaft nichts gewusst? Ja, da sieht man wieder, dass du auch nicht das weißt. Ja, sag einmal, ist denn dir die Ähnlichkeit zwischen uns zwei noch nicht einmal aufgefallen? Also, wenn sie dir ähnlich schauen tät, dann hätten wir uns nicht so aufregen brauchen. Also, Eulalia, weißt, Schwör mir auf der Steh, dass du die Wahrheit sagst. ich schwöre, so wahr ich vor dir stehe. Das ist gut. Da werd ich auf einmal Tante und ich weiß nicht wie und warum. Ich schon. Aber Josef, warum hast du mir denn das nicht gleich gesagt? Weil ich dir eine Lehre erteilen wollte, damit du nie wieder an der Treue deines Gemahles zweifelst. Aber Josef, ich glaub dir doch, ich glaub dir. Aber wehe, wenn du kein Onkel bist. Ich schlag die umgespitzte in Erdboden ein, dass du's Grundwasser gurgeln hörst. Also, Lali Weiberl, du tust mir Unrecht. Schau, ich darf mir doch nie trauen, dich anzulügen.
Also, wenn die Sache so ist, dann wollen wir die Geschichte ganz schnell vergessen. So schnell wie möglich. Dann sind wir wieder gut, gell, Josef? Ja. Du, Joseferl, heute koche ich dir dein Leibspeis, ein Kalbsherzl. Ja, und ein paar Maß Bier trage ich auch noch extra heim. Ja. Und dann, Pepperl, dann werden wir uns versöhnen. Das auch noch. Ich bin doch ein ausgesprochener Glückspilz. Ja. Jesus, der Grüne da. Bleib noch da, Hagelberger. Schau her, das geht jetzt über den Siegfried. Den Kampf mit dem Drachen aufnehmen, das ist gar nichts. Den Drachen besiegen, das ist auch noch nichts. Aber mit dem Drachen Arm in Arm heimgehen, damit er ihm ein Kalbsherzl kocht, das ist eine Heldentat. Schau dir den Schlawiner an. Der hat schon hinter sich gebracht. Bloß mir fällt nichts ein, was ich der meinen erzählen kann. Schau dir mal, dass du endlich einmal was zum Essen herbringst. Sonst sagt unsere Nichte in Amerika noch, dass der Onkel und die Tante verhungern haben lassen. Ja, aber freilich, Simon, ich tue doch alles, wenn's du wieder gut bist. Sollst du wieder gut sein? So schnell geht das nicht. Jetzt kriegst du erst einmal 14 Tage Schonzeit und dann schauen wir weiter, gell? Ich tue doch alles. Brauchst du es doch bloß sagen, wie du es gern haben magst. Gell, Simonal? Jawohl, Simonal. Und nie wieder Siemandl, das merkst du. Das ist aber schön für einer, dass sie da sind. Sie sagen es wegen auch was zu essen. Ein junges, zartes Tellerfleischerl, Na, dankeschön, Frau Wirtin. Bloß kein junges Fleischerl nicht. Mein Magen vertragt nichts mehr Warmes. Ich bin jetzt unter die Rohkostler gegangen. Siehst du das? Euer Benehmen war geschäftsschädigend auch noch. Jetzt braucht es bloß sein, dass noch ein paar Anti-Alkoholiker geworden sind. Und dann können wir unsere Wirtschaft der Heilsarmee verpachten. aber ich mach doch alles wieder gut. Jetzt tu halt nimmer schimpfen. Gell, Simonal? Simonal? Hast denn du hier auch die Geschichte mit der Nichte aufgebunden? Mir ist nichts anderes eingefallen. Aber was sagst du zu meiner Alten? Traumhaft, gell? Ist alles nur Erziehungssache. Das kannst du gleich in deine morgige Zeitungsausgabe schreiben. Also, das darf mich jetzt schon direkt interessieren. Hallo? Nummer 98, bitte. Das möchte ich jetzt schon direkt wissen. Hallo? Ja, Frau Hemberger, grüß Gott. Hagelberger am Apparat. Ja? Kann ich bitte Ihren Gatten sprechen? Was? Der sitzt in der Küche draußen und verspeist gerade sein Kalbsherzl. So. Was? Ob ich seine Nichte gesehen habe? Ja, die kenne ja ich gar nicht. Was? Sie meinen unsere Nichte? Ah, seine Nichte aus Amerika. Ja, denke ich mir, dass Sie eine Riesenfreude haben, wie Sie erfahren haben, dass Sie Tante geworden sind. Ja. Na, dann richten Sie ihm einen schönen Gruß aus. Ja, ich wünsche ihm einen recht guten Appetit beim Verspeisen vom Kalbsherzl an Herrn Onkel. Ja, wiederhören. Wiederhören, Frau Hemberger. Ja, da hört sich der Hals auf. Jetzt gibt sich dieser Hemberger auch noch als Onkel aus. Ja, das ist ja die reinste Epidemie. Bloß mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Ja, da bist du ja. Und ich hab dich schon überall gesucht. Wen? Mich? Eusebius. Ja, meinst du mich? Kannst du mir verzeihen? Ja, natürlich verzeih ich dir. Und was redst du eigentlich? Ja, dass ich dich und deine liebe brave Nichte so verdächtigt hab. Meine liebe brave Nichte? Ja, wie meinst jetzt du das?
Ja, der Hemberger hat mir alles gesagt. Das kann ich doch nicht wissen, dass diese Tänzerin deine Nichte ist. Na, das kannst du nicht wissen. Der Hemberger hat mir auch gesagt, dass du durch meinen falschen Verdacht so deprimiert bist, dass du gar ins Wasser gehen willst. Ja, ich kann ja gar nicht schwimmen. Mein Gott, durch den Hemberger muss ich das erfahren. Warum hast du mir denn nichts davon gesagt? Ja, wenn mir doch nichts eingefallen ist. Aber gell, Eusebius, du verzeihst mir schon. Ja, aber nur unter einer Bedingung. Ja? Dass alles, was aus dieser Sache noch geschieht, du mir dann auch verzeihst. Ja, mei, was soll denn daraus noch entstehen? Ja, das weiß doch ich jetzt noch nicht. Aber ich muss sofort in die Redaktion über. Ich habe einen Geistesblitz. In meinem Geist, da blitzt's ganz narrisch. Und der Donner wird nicht lange auf sich warten lassen. Armer Eusebius, ja, was muss der mitgemacht haben? Ach, da koche ich ihm heute gleich sein Leibspeis, damit er wieder normal wird. Ein Kalbsherzel. Frau Krammelbacher? Ja? Einen Moment, bitte. Ja, grüß Sie, na gut, Frau Hagelberger. Was darf's denn sein? Ein Kalbsherzel hätte ich gern mögen. Haben's eins da? Mei, Sie leider nimmer. Eins hat Frau Grüneder gekriegt, eins Frau Hemberger. Ja, und das Letzte, das koche ich jetzt gerade für meinen Mann. Sie, einen Schweinskopf hätte ich noch. Ein Schweinskopf? Oh mei, um Gottes Willen. Ja, da wären wir aber bitter beleidigt. Okay. Grüß Gott beieinander. Ja, grüß Gott, Frau Grüneder. Ich krieg grad noch ein maßdunkles Bier. Mein Josef, der hat heute einen furchtbaren Durst. Ja, ich glaube, ich habe ihm sein Kalbsherzl vor lauter Liebe ein bisschen versalzen. Ja, heute ist aber eine große Nachfrage gewesen nach den Kalbsherzeln. Jesus, mein Kalbsherzel. Einen kleinen Moment, ich komme gleich wieder. Ja, wissen Sie, Frau Hagelberger, nach einer so einer langen Fastenzeit, da muss ich meinem Mann dann schon wieder ein bisschen aufpeppeln. Ja, aber gleich so nobel aufkochen. Ein freudiges Ereignis? Wie man's nimmt, ganz so freudig war das Ereignis auch wieder nicht. Eigentlich habe ich mich recht geärgert. Sie wissen schon, die unsaubere Angelegenheit mit der Tänzerin, die im sogenannten Amerika-Hasel. Ach, Sie, Frau Grüneder, über diese junge Dame verbitte ich mir jegliche abfällige Bemerkung. Das ist ein sehr liebes und anständiges Mädel, auf das wir nur stolz sein können. Sie erlauben Sie mal, Sie. Habe ich vielleicht was Unrechtes gesagt? Ja, ich habe Ihre Bemerkung schon verstanden, von wegen Amerika-Hasel. Ja, ist denn das eine Beleidigung? Erlauben Sie mal, Frau Hagelberger, seit wann ist denn Hasel eine Beleidigung? Sie waren in Ihrer längst vergangenen Jugendzeit froh gewesen, wenn jemand Hasel zu einer gesagt hätte. Ja, also da hört's bei mir auf. Wenn jemand auf so ein armes, unschuldiges Kind loshackt, ja, nehmen Sie sich doch einmal selber bei der Nase und sinnieren's über Ihre eigenen Jugendsünden. Da, meine ich, kommt so allerhand zum Vorschein. Frau Hagelberger, jetzt wären's beleidigend. Und gerade Sie hätten's am allerwenigsten notwendig von anderer Leute Jugendsünden sprechen. Bevor Sie einen Zeitungsschmierer geheiratet haben, ist ganz schön rund gegangen bei einer, was ich so gehört hab. Ja, wie reden Sie denn mit mir, Sie? Was erlauben Sie sich denn? Ich lasse mich doch nicht mit Dreck bewerfen. Und von Ihnen schon gleich gar nicht. Ja, sagt's einmal, was ist denn los? Warum streit's denn hier? Also ich bin, weiß Gott, keine streitsüchtige Person, Frau Krammelbacher. Aber wenn jemand so ein liebes, nettes, unschuldiges Kind wie die Fräulein Carmen Zitter schlecht macht, ja, da haut bei mir die Sicherung raus, da sehe ich rot. Da vergesse ich sogar meine gute Kinderstube. Was? Sie, Frau Grüne, jetzt passen Sie aber einmal auf. Da hab ich auch noch ein Wörterl mitzureden. Ja, erlauben Sie einer bloß nicht, eine unrasierte Scherenschleifergoschen an der Carmencita auszulassen. Dieses Fräulein steht nämlich unter meinem ganz persönlichen Schutz. Sie brauchen das Fräulein Carmencita überhaupt nicht beschützen. Sie nicht, merken Sie einer das. Und Sie schon gleich gar nicht. Meine Nichte hat keine fremden Schutzengel notwendig. Dazu bin ich da. Ich, die Tante. Was? Tante? Wer ist da die Tante? Jawohl, Tante. Gott sei Dank. Gerade vorhin hat mir mein Mann gesagt, dass er der Onkel von dem netten Madel ist. Und mein Alter hat mir gerade gesagt, dass er der Onkel ist. Ja, und der meinige hat auch behauptet, der Onkel zu sein. Aha. Ei,
auf. Ja, eine ganze Lichtfabrik mit Generator und Dampfmaschinen. Die Frau Hemberger, die hat doch bei mir auch ein Kalbsherzl geholt, damit sie für ihr Liebsmanderl, sehr wichtig bezeichnet, so ein gut Schmankerl kochen kann. Ja, wusste mein Bier, her damit, das sauf ich selber. Mein alter Hans Wurst, der soll sein Durst mit Wasser löschen. Gerade schade, dass ich ihm sein Kalbsherzl nicht noch mehr versalzen hab. Prost, Gemeinde! Prost! Also das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Die können doch nicht alle 4 die Onkel von der gleichen Nichte sein. Das nicht, aber alle 4 werden's gleich vernichtet. Wisst's, was das mit den 4 Onkel ist? Eine hundsgemeine Reibergeschichte. Alle haben's uns da einen Bären aufgebunden und wir waren so blöd und haben ihn gefressen. Alter, den Fraß, den der ich jetzt zum Fressen vorwirft, da wirst du deinen letzten Zahn auch noch ausbeißen. Jetzt brauche ich Abkühlung. Prost, Leidensgenossinnen. Prost! Die Maß geht auf mich. Prost! Also jetzt verstehe ich auch, warum der meinige gesagt hat, ich soll ihm alles Kommende verzeihen. Ja, freu dich, Brüderl, auf die Verzeihung. Prost, Schwestern in der Not. Prost! Die da die muss jetzt raus mit Schimpf und Schand. Jawohl, mit Pech und Schwefel wird's ausgeräuchert. So ein unverschämtes Frauenzimmer ist doch mir in meinem ganzen Leben überhaupt noch nicht unterkommen. Das kriegt jetzt die von mir schwarz auf weiß. Und wir gehen jetzt zur Hembergerin und klären sie auf. Vielleicht ist ihr Mann noch beim Kalbsherzl verspeisen. Der letzte Bissen soll ihm im Hals stecken bleiben. Ja, sag einmal, Leine Weiberl, wo bleibst denn du mit meiner Maß, Bier? Du brauchst kein Bier mehr, dein Maß ist voll. Nein, mein Maß ist leer. Das Maß deiner Gemeinheit. So, sag mal, Liesel, was ist denn mit dem Essen? Hast kein Kalbsherzl mehr gekriegt? Nein, du Ochs, aber vielleicht wirst du von dem satt. Was ist denn da los? Ja, wer schaut's denn hier rein? Warum schaut's denn gar so blöd? Du wirst jetzt gleich genauso blöd schauen. Auf! Jetzt kommt der 4. dran, auf zur Onkeljagd. Sehr, sehr. Ja, ja. Ich glaub, die haben was gespannt. Ja, das glaube ich auch. 4 Onkel auf einmal war halt zu viel. Pfui. Was machen wir jetzt? Am besten ist auswandern. Bleib im Lande und ernähre dich redlich. Wie war's jetzt, wenn wir die ganze Geschichte einfach umdrehen? Wir 4 wären die Neffen und die Carmen Zitter ist die Tante. Jetzt brauchst du bloß noch sagen, wir müssen zum gnädigen Fräulein Oma sagen. Gehört's auf, das glauben sie uns auch nicht. Aber Moment einmal. Das Fräulein Carmen Zitter hat doch gesagt, dass sie ein Geheimnis hat, das uns alle 4 noch retten kann. Das ist ein Strohhalm, an dem wir uns festhalten können. Ob uns der armselige Strohhalm alle 4 über Wasser hält, das glaube ich wieder weniger. Gut, dass ich euch triff. Meint ihr, unser Onkel Schwindel ist in die Luft geflogen. Draufgekommen sind sie uns. Das wissen wir auch schon. Ja, wie kannst denn du so dumm sein und zu der meinigen sagen, dass ich auch ein Onkel war? Die ist mir auf der Straße untergekommen, die deinige. Dann hat sie mich so fuchsteufelswohl gefragt, was die erwischen kann. Dann habe ich mir gedacht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann habe ich die aufgenommen in unserem Verwandtschaftskreis. Und ich kann schauen, wie da jetzt wieder rauskommt. Ja, hat die deinige dir wenigstens auch eine Watschen gegeben? Blöd wie ich sei. Du, ich bin gerade beim Kalbsherzl gesessen. Dann hat sie auf einmal ganz energisch an der Tür geklopft. Da habe ich gleich so ein ungutes Gefühl gekriegt in der Magengegend. Dann habe ich zu meiner Alten gesagt, Weibi, mach auf du.
und schaut nach, wer da so unverschämt klopft. Ich mag meinen Appetit nicht verderben lassen. Dann ist sie an die Haustür hin, gell? Dann habe ich gleich so ein Geschrei gehört, als wenn 10 Graugänse über die Vorteile ihrer Nachkommenschaft streiten würden. Bigamistlinge, Onkelschwindel, Saubier, lauter so Zeug habe ich gehört, dann habe ich schon gewusst, dass uns draufgekommen sind. Grammibacher, dann habe ich mir gedacht, rette dein Herz, rette dein Bier und gleich bin hinaus bei der Hintertür. Das wollen wir schon lang. Aufgeräumt muss werden in dem Saustall. Aber jetzt ganz schnell, jetzt Also ganz Ruhe, schnell. meine Damen. Jetzt lassen Sie mich doch zuerst einmal ausreden. Gewaltsam werden Sie dieses Medaillon niemals zu sehen bekommen. Ich bin eine anständige Frau und brauche mir Ihre äußerst unverschämten Aggressionen nicht länger gefallen zu lassen. Sie sollten Ihre unbegründete Eifersucht etwas zügeln. Aber bitte, sehen Sie selbst, wen ich immer bei mir tauche. Jetzt werden wir es gleich wissen. Ja, und hier. wenn mein Alter, zuerst kommt ich dran, wenn mein Alter da drinnen ist, nachher hat er seinen letzten Schnauferzer gemacht. Jetzt komm ich dran. Na, was sehe ich denn da? Das ist ja gar nicht mein Alter. Ja, der meinige auch nicht. Ja, natürlich nicht. Es ist mein lieber verstorbener Vater. Was? Wir ergeben uns. Meine Herren, Sie kommen im richtigen Augenblick. Bitte nehmen Sie doch Platz. Auwe, gespannt was, wie beim Landgericht. Also, meine Damen, Sie haben uns, ich meine die Herren und mich, in eine sehr heikle Situation gebracht, indem Sie einen Verdacht hegten, den ich nun blitzsauber wegfegen werde. Hier ist mein Reisepass. Jetzt kommt's Geheimnis. Ein deutscher Reisepass, wohlgemerkt.
Also kein Amerika-Hasel, sondern ein Hasel aus Ihrem eigenen Lande. Ebenfalls können Sie aus dem Pass entnehmen, dass Carmencita del Ebro nur mein Künstlername ist. Mein bürgerlicher aber Maria Müller lautet. Mein lieber in Buenos Aires verstorbener Vater, Johannes Müller, ist der Mann, der ihrem Städtchen die 50.000 Mark stiftete zum Bau ihres reizenden Theaters. Was? Die Tochter von dem Johann Müller sind Sie? Ja, Da sehr sind, richtig. da sind Sie die Tochter von Müller, Hansi, von meinem Stiefbruder. Ja. Da sind Sie ja doch mein Hasel. Nein, Nichte, lieber Onkel. Nichte, ja. Nichte. Es war der Wunsch meines Vaters, dass ich bei der Einweihung ihres Theaters dabei sein sollte. Er sagte damals zu mir, meine Landsleute werden dir bestimmt einen feierlichen Empfang bereiten. Mehr feierlich, mehr feierlich. Tja, ihr lieben Ehefrauen, diesmal habt ihr euch sauber blamiert. Also, das tut mir jetzt wirklich aufrichtig leid. Naja. Mir ebenfalls, Fräulein Carmencita. Carmencita, können Sie uns noch einmal verzeihen? Aber natürlich, eine Frau ohne Eifersucht ist wie ein Ball, der nicht springt. Simon, heute Abend wird ganz groß gefeiert. Aber zuerst gehen wir alle miteinander und schauen uns noch einmal den kitzlichen Punkt an. Ganz aus der Nähe. Angespannt. Intensiv. Und mit ganz großen Augen. Das darfst du ruhig machen, Simonal. Denn deine Augen sind sowieso größer als dein Potenz. Sehr richtig.